Hallo. Hey. Ja, ein LKW. Genau, ein LKW. Eine Vollkraft-LKW. Die halten jetzt auch nicht wirklich drauf, die halten es nicht fest zugeknallt. Ich bin auf Facebook live, ja. Alles klar. Aber ihm schickst du da haben wir alle was davon. So ist gut. Das reicht schon. Ja, aber trinken können wir hier nicht. Durftet ihr hier durchgehen? Jo. Aber ja. Machst du nur Facebook erst? Nee, das geht jetzt. Moin. So, also wir können noch nicht, sag ich mal, was in die Kamera geben, aber wir können euch wenigstens schon mal ein paar Infos geben. Warte mal, das ist Facebook live. Die Journalisten einfach mal 3 Meter rein. Brauchen Sie da noch Hilfe vielleicht? Okay. Wir schauen gleich mal, was wir sofort frei haben. Sven, da war schon Hilfe da. Die haben jetzt gesagt, ja. Okay. Also, wir haben einen. Können Sie die ganz kurz noch aufmachen? Ja. Weil wir haben noch keine Fakten. Was zu sehen ist, es gibt einen 40 Tonnen Sattelträger, polnisches Kennzeichen. Es ist bisher noch völlig unklar, Sie sagt auch gar nicht, ob der mutmaßlich oder zufällig ist. Wir haben eine Zahl um die 50 Verletzte, zahlreiche Schwerverletzte und auch mehrere Tote und Behinderte. Mehr wissen wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal Schritt für Schritt uns den Überblick verschaffen, aber wir wollen euch erstmal ein paar Informationen geben. Dann suchen wir uns zusammen und dann Können wir denn stehen? na, hier am besten außerhalb der Fahne, weil wir Alles müssen klar. auch erstmal in den LKW reinschauen. Hier, Sendung mit meinem. Das ist eine Sendung mit meinem. Genau. Das? Nee, da sind jetzt Unterbrechung. Mach mal erstmal so. Warte. Ja. Gleich ein Ton. So, jetzt gibt es eine erste Stellungnahme des Pressesprechers der Berliner Feuerwehr, Sven Gerling, hier zum Geschehen am Breitscheidplatz, wo ein LKW, ein Sattelzug besser gesagt, den man hinten im Hintergrund schwer erkennt, in eine Menschenmenge gerast ist. Nach ersten Angaben gibt es mehrere Schwerverletzte, wahrscheinlich auch Tote. Sagt ihr, schreibt ihr da? Was ist hier passiert? Anschlag oder was? Wissen Sie nicht. Sagen die nicht. Können wir mal bitte alle, warte mal ganz kurz, können wir mal bitte alle ein Stück noch in die Richtung bitte gehen? Herr Billig, können wir bitte noch ein Stück hier rüber gehen? Ja, klar, natürlich. Unter den Wagen hier bitte. Alle zurückgehen bis auf die Bürgersteig. Wir wollen hier bleiben. Nein, bis auf die Bürgersteig. Wir sollen ja alles absperren. Ja, und wir sollen hier stehen bleiben. Hat man uns gerade gewiesen. Hat man uns doch gerade gesagt, wir sollen hier stehen bleiben. Es geht darum, dass die Fahrer hier frei bleiben. Falls Rettungskräfte dann abfahren.
machen nur einen Hochschwung und dann geht's rüber. Entschuldigung, dass wir dazwischen quatschen. Das ist eine gute Antwort. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal hier ganz kurz zum Geschehen. Hier ist am Abend ein Sattelzug in eine Menschenmenge gefahren. Es soll mehrere Schwerverletzte und Verletzte geben, wahrscheinlich auch Tote. Aus welchem Grund der LKW wahrscheinlich mit polnischen Kennzeichen in die Menschenmenge gefahren ist, ist derzeit unklar. Ja, die sind abgedeckt. Die hier, das ist an der Seite von der Gedächtniskirche. Ich schicke dir gleich mal ein Bild, dann hast du so ungefähr den, ja, dann hast du ungefähr, ich warte nur auf eine U-Ton von irgendeinem Klassensprecher und dann muss ich weit laufen und fotografieren, weil ich hier nicht mehr reingekommen bin. Ja? Kannst du mir uns Bild schicken, bitte? Ja. Oder Dirk? Was? Nee, vorne, das ist auch schon. Noch ein gutes Bild. Wer sagte das gerade, dass es ein polnischer Fahrer war? Die Pressestelle. Pressestelle, okay. Kommt doch bitte meine Kamera auf. Oh, aber da bleiben, wo sie hingestellt wurden. Machst du jetzt? Ja, wunderbar. Gut, darauf warten wir nicht mal. Musst du mal hier live machen? Gut zu mir drehen, eindrehen, genau. Guck mal noch weiß. Ob das weiß ist? In dem Fall ist völlig egal. Du guckst jetzt dahin, habe ich so das Gefühl, ne? Ja, Ich gut. gucke Dann ist okay. dahinter auf das Auto. Okay, also ich bin startbereit. Was sind die anderen? Bitte. Okay. Okay. Mein Name ist Sven Gerling aus der Pressestelle der Berliner Feuerwehr. Wir haben gegen 20 Uhr einen tragischen Unfall hier auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz erlebt. Ein polnischer LKW ist hier durch die Menschenmenge gefahren. Wir haben momentan zahlreiche verletzte Personen, zahlreiche davon sogar schwer verletzt. Und wir haben leider auch schon mehrere Tote zu beklagen. Wir sind momentan von Seiten der Feuerwehr mit zahlreichen Rettungskräften hier vor Ort. Wir sind immer noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen. Die Polizei ist auch zahlreich hier, hat eine große Absperrung gehalten, sodass wir jetzt erstmal dabei sind, uns hier alle Verletzten anzuschauen, alle Personen, die leider hier verstorben sind, auch, sage ich mal, wenigstens den Tod richtig festzustellen. Und auch einige Reanimationen laufen noch, sodass wir hier versuchen, einigen wirklich noch das Leben zu retten. Momentan wissen wir leider noch nicht mehr. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wir werden dann in einer halben Stunde, denke ich, näheres Wissen und Ihnen nähere Informationen geben können. Ist der Fahrer bewusst vielleicht in die Menge gefahren oder Dazu können wir überhaupt gar nichts sagen als Feuerwehr. Wir können nur was zur Feuerwehrlage erzählen. Die Polizei ist hier, die muss dann nachher auch ermitteln, wieso es zu dem Unfall gekommen ist und was mit dem Fahrer ist. die Dauerzeit hat der Polizei Verlassen Sie jetzt bitte diese Spur. So, für alle zur Kenntnis, der Sattelzug ist in die Personengruppe gefahren. Es gibt, wie gesagt, mehrere Schwerverletzte und auch nach ersten Angaben sogar mehrere Tote. Haben Sie Pressestellen dabei? Hier im Hintergrund kann man auf der linken Seite sehen ein Zelt, was aufgebaut wurde für die Versorgung der Verletzten und auch Betreuung. Hier im Hintergrund kann man jetzt sehr gut erkennen den Sattelzug. Das Ganze ist hier in den Abendstunden passiert, als voller Betrieb am Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche war. Da ist dieser Sattelzug nach ersten Erkenntnissen mit polnischen Kennzeichen in eine Menschengruppe gerast und der LKW steht schwer. Reicht jetzt. Ich will noch für eine Geschichte. Ja, kannst du melden? Nee, ich würde nicht melden. Ja, wir melden uns dann später nochmal, wenn es mehr und neue Erkenntnisse gibt.